Aber der Kind. Ah! Das ist ja was Neues für die Bingo-Liste. Das ist wirklich. Du siehst doch, dass ich nichts keine falsch Ahnung, mache. was Ich Vor will allem- nichts davon. Bist du eigentlich der Geschicktere von uns zwei? Bei dem nicht, aber da ist auch der Gefühl Kopfsache dabei. Das ist jetzt. Na gut, war ja trotzdem ein schöner Schuss. Ja. Darfst jetzt nicht vergessen. Oh, leck mich am Arsch. Was ist denn da los? So schnell und so schön. Fernsehhalbe, ja. Nein, das ist gut, die Schönraum. Nicht Name unseres Sextapes. Sonst darf das nicht so schnell gehen. Jetzt habe ich ja dann Bier und einen Kaffee. Aber hast du gerade gemerkt, ich habe gerade unterbewusst oder aus Versehen in Anführungsstrichen das Wasser auf den Teppich geschüttet. Ja, Okay, haben wir das im Podcast schon erzählt? ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall wir haben eine Bandprobe bei unserem neuen Schlagzeuger am Hirs und der hat einen richtig schöner Bandraum, also nicht so typisch Bandraum, wo es nach Moder und Kacke stinkt und nach Bierkästen, die wo da seit 36 Monaten stingen, so wie hier in unserem Podcaststudio, sondern da ist aufgeräumt, alles ist an seinem Platz und ein schöner Teppich hat er da unten drin und hat uns extra, weil wir gesagt haben, wir bringen ein Weißbier mit, hat er uns Weißbierglasel geholt und die er davor ausgewaschen und in meinem Weißbierglasel war jetzt sehr, sehr viel Wasser drin und für mich ist halt so Musik machen halt so ein richtiger Dreckshautjob und dann habe ich halt mein Verhalten da weitergeführt, wie es sonst bei uns oder in alle anderen Bandräume immer da und habe einfach auf seinen schönen neuen Teppich das Weißbierglas ausgeschüttet, ohne mir weiter Gedanken dazu zu machen. Eine Immobilie ist bei uns nichts wert, muss man dazu sagen. Weil, sagen wir, wenn wir eine verwüstet haben, dann kaufen wir uns eine neue. Das hat der Hirs aber komplett anders gesehen und man muss dazu sagen, Prost. Prost. Wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Genau. Ja, das ist ein Spitzenweißbier, muss man echt sagen. Nein, wir kennen uns nicht so wahnsinnig lang. Entsprechend hat er auch gar nicht gewusst, wie er mit der Situation umgeht. Ja. Wenn der Kid rappt, ist einfach, sage ich mal, 4 Liter Wasser gefüllt am Boden schütt und auf sein Heiligtum und er schaut einfach nur so, hat gar nicht fassen können, was. Ja. Aber dir war es ja sehr unangenehm. Aber Ja. ich Ich hab sag, dann der als- 6-minütige Lachflash dann von allen Beteiligten hat darüber hinweggetröstet. Ja. Naja. Hast du gewusst, ich habe nämlich einen Tierfakt für dich. Nilpferde schwitzen Sonnencreme. Ihr Schweiß ist ein rotes, öliges Sekret, das ihre Haut vor UV-Strahlung schützt und gleichzeitig als Antiseptikum wirkt. Ja. Shoutout Krass. an Mudeng, soll ich ja noch dazu sagen. Ja. Wer von euch kennt Mudeng? Das ist ein kleines, sehr fettes Nilpferd. Muss ich sagen, das mildert meinen Hass auf Nilpferde ein kleines bisschen. Weil ich kann die gar nicht leiden. Ja, umso mehr Tierfakten man hier so vorliest, umso mehr merkt man eigentlich, was wir Menschen für Opfer sind, gell? Weil wir kennen nichts. Also, wir gehen raus, wir werden rot, wir kennen kein Gift Manche. absondern. Ja, manche, ja. Ich nicht. Nein, Nein, also, gar nichts. nein, Überleg wir mal. können uns nicht selber ficken, so wie manche Würmer oder so. Achso, das, Ja. ja. Ich krieg nicht immer meinen eigenen Schwanz im Mund. Ja, Glaube ich. Ich weiß nicht. na, habe ich letztes Mal schon mit irgendjemandem drüber geredet. Und das weißt, was viel peinlich war, wenn du dann doch deinen Schwanz im Mund kriegst und dann merkst, dass du voll schlecht lutscht. Ja, schon, ja. Oder dass er voll komisch schmeckt. Ja, schon, dass er brutal stinkt. Also, ja. sag ich mal, ersteres darf mich wundern. Wenn wenn du nicht lutschen kannst. Ja, also das darf mich stark wundern. Zweiteres gar nicht. Ja. Zweiteres darf mich überhaupt gar nicht wundern. Ja, für das, dass ich schlecht lutsch, habe ich in meiner Kindheit auch viel zu viel Calippo-Eis gegessen. Ja, erstens das und zweitens bin ich da, glaube ich, schon ein Macher, einfach, Ja, muss ich ja. sagen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch Ja. und ich glaube, dass ich das 1:1 auf den Blowjob übertragen kann. Ja. Nicht allgemein auf den Oralverkehr, versteht's mir doch bitte, vor allem die Frauenwelt, auf gar keinen Fall falsch. Nein. Das ist ausschließlich auf Blowjobs bezogen. Alles andere da heute mich komplett raus, also ich mache das für euch, ist gar kein Problem, aber ihr dürft euch danach dann nicht aufregen, wenn ich wieder aus Versehen bissen habe. Ja, schon, weil ich gerade an was anderes gedacht habe zum Beispiel oder weil ich halt nicht gewusst habe, weil für was. Ja, Es ist ja Oralverkehr. ja, Das bedeutet, ich benutze am besten für alles, was mir dafür zur Verfügung steht und für was habe ich einen Zähne im Mund? zum Beißen, Was knabbern. Naja, Manchmal ja vielleicht der Schaben. ja. Ja. Also wir gehen mal Kurse. Ja, ich glaube, das ist ab und zu, wenn du dann so anfängst und kannst du so ein bisschen Spannung aufbauen und bist erst am Oberschenkel. Aber ich glaube, Ja, so nach genau. 5 Minuten denkt sie sich Kruzifix, jetzt ist der halbe noch. Das ist immer an der Kniekehle. Und was macht er dann mit meinen Zähnen die ganze Zeit? Ja. Schon, ja. Aber gut, jeder sag ich, kann. macht so gut, wie das, Ja. wie das eben kann. Ja. Ist so, ja. Aber ich möchte nochmal die Aussage stützen, wir Menschen sind echt richtig, richtig schlecht in allem, was wir tun. Wirklich, allein
die Diskussion, ob 100 Menschen gegen einen Gorilla gewinnen könnten bei einem 101. Manche sagen wieder, hey, überlege mal, der Intellekt des Menschen in so einem Spiel. Ja, Ja, bringt mir aber gar nichts. Also ich vergesse nach wie vor, ich möchte nicht das Thema vom letzten Mal wieder aufnehmen, aber der spürt es doch gar nicht, wenn ich auf ihn einschlage. Ich komme zwar, 100 Menschen sind viel, aber bei 100 Menschen, also wie mit der Schlacht von den Thermopylen, bringt der auch nichts. Es können nur 5 oder 4 auf ihn einhauen und das tut ihm halt einfach auch nichts. und vor allem, glaube ich, schätze jetzt einen Gorilla auch vor allem so ein, dass er da nicht allzu viel Bedenkzeit lässt. Ich glaube jetzt auch nicht, Also, dass das rundenbasiert ist, der Kampf. Jungs, jetzt hat's mir 5 Minuten. Ja. Hier ein paar Werkzeuge, überlegt euch was. Ja, so jetzt bastelt es einmal drauf. Und dann probiert es einfach nochmal. Ja, aber ist ja jetzt auch egal. Ja. Wochenrückblick. Zweiter Advent war. Ja, stimmt. Glückwunsch Ja, an alle da ja. draußen und an uns. Ja. Wie hast du den zweiten Advent verbracht? Wir sind von Saalbach heimgekommen. Ja, genau. Da habe ich 2 Bier noch in der Birne gehabt. Nein, ein Bier. Nein, 2. 2 waren Also 2 Bier. beim Essen halt eins. Ja. Das könnte eigentlich unser Secret-Tipp sein. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie es heißt. Ja. Deswegen ist gar nicht so ein Secret-Tipp. Aber es war sehr geile Bolzen auf dem Rückweg von Saal. Scheinbar ist das so ein Ding, wenn man von Saalbach zurückfährt, dass man da immer irgendwas Gutes isst. Ja. Und es war eingerichtet. Es war eine relativ große Wirtschaft Direkt mit im mehreren Skigebiet, ja. genau, mit mehreren Ebenen. Und das hat einfach ausgeschaut, da waren mehrere Hütten neigebaut. Ja, sozusagen. also du warst innen, aber du hast die Fronten also die Außenansichten von anderen Hütten gesehen, war richtig geil. Ich habe mir schon gedacht, wo wir da hingegangen sind, habe ich mir gedacht, oh fuck, so ein richtiger Touri-Bunker. Ist ja oft einmal ein Indikator dafür, dass das Essen nicht so geil ist. Ja. Aber da muss man sagen, mein Vorurteil wurde da widerlegt. Das war echt eine solide Pizza mit sehr, sehr viel Knoblauch, aber so ist es ja, wenn man Frutti di Mare bestellt. Dann kriegst du Frutti di Mare. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum es nicht, also ich bin Knoblauch-Fan, Ja. warum es nicht, sage ich mal, Anteile vom Knoblauch und sagen wir mal nur mal 20% weglassen und das in Salz investieren. Ja. Ich weiß nicht, man salzt ja auch keine Pizza. Oder was gibt es denn dann noch für eine Möglichkeit, auf so eine Frutti di Mare wirklich Geschmack zu bringen? Kräuterbutter. Ich glaube, Irgendwas- salzen, du musst es fast salzen, weil entweder du hast halt einen Aber den Geschmack- Fisch dann schon, oder? Ja, den Fisch, ja. Kannst du nicht in irgendwas Geiles einlegen, in Salzlage zum Also ja, Beispiel. vielleicht der Knoblauchöl ein bisschen salzen dann. Weil sonst kriegt ihr die Pizza eigentlich, wenn du ehrlich bist, eher noch Geschmack durch die Wurst oder so. Ja. Weil wenn ich jetzt so eine Gemüsepizza nehme, was ich sehr, sehr selten mache, Ja, dann wenn, dann mal. nur, wenn wir ein Videodreh haben und es sind viele Vegetarier da, dann nimmt man so ein Viertel die Gemüsepizza und die Vegetarier essen dann die Schinkenpizza. Ja, schon, ja. Und dann ist Meistens. zum Schluss noch ein Viertel die vegetarische Pizza übrig und dann probiere ich halt dann ein Stückchen und bereue es eigentlich so gut wie Jedes Mal. Ja, Ist ich nur noch ein Rand dann. ja, schon. Oder tu es runter. Ja. Wo die Pizza jetzt nicht so gut war, kann man jetzt auch offen und ehrlich sagen, Ja. das war in dem Hotel, in dem wir genächtigt Ja. haben in Saalbach. Da muss ich jetzt aber der Fairness halber dazu sagen, dass das Hotel großartig war. Also vielen Dank an dieses Hotel. Ja. Kann man nennen, oder? Warum nicht? Ja. Das war das Neuhaus, glaube ich. Richtig schönes Hotel. Ja. Ich bin lange nicht mehr in ein Hotel gekommen, wo es so gut gerochen hat. Ich habe mich auch sehr willkommen dort gefühlt. Also haben es gut gemacht. Was mich halt nur wundert, ist, warum, sage ich mal, auch so eine Pennerband, Ja. wie der Band, die an dem Tag auch da war, Ja. warum die auch, also die wissen ja gar nicht, was mit irgendwas über 0 Sterne umgehen sollen. Ja, für die war das, glaube ich, der komplette Ausflug ein absolutes Highlight. Ja, aber die werden erst einmal eine komplette Hotel-Room-Tour gemacht haben. Ja. Ja, wir wundern sich, dass sie nicht in ein anderes Hotel gegangen sind, weil sie es ja nicht Das muss Verständnis sein, meinst du? sind Ich ja schätze, dass wahrscheinlich einer von der. Ja, nicht so, also sie wollen das ja gar nicht wahrscheinlich, weil sie ja stimmt. sehr, wie nennt man das? Hippie-mäßig sind. So. Ja, Na, ich glaube, so kann man es ungefähr nennen. Ich glaube, dass einer vielleicht aus Versehen so Schlaf gewandelt hat und dann einfach Ja. im Aufzug aufgewacht ist, weil das halt so die normale Umgebung ist, in der er so geschlaft ja, für gewöhnlich. Und dann vielleicht von jemandem, der wesentlich besser verdient als er. Und das kann jeder in diesem Hotel sein. Ja. Das ist auch die Putzkraft mit Sicherheit. Sage ich mal, aufgeweckt worden ist. Was ist, hast du einen blöden Schluck erwischt oder was? ja, es hat jetzt gerade im Moment, aber ich glaube, es liegt an der Mischung mit dem Kaffee, hat Ja, so ein das- bisschen nach Bockfotzen geschmeckt. Das war wieder einer unserer typischen Kid-Rap- und Alt-Au-Gespräche. Wir haben so Ja. auf die Uhr geschaut,
Dann habe ich gedacht, mein Gott, Donnerstag, die anderen kommen zur Bandprobe erst zum Simme Ja. und wir rechnen, also der ganze Tag läuft eigentlich nur so ab, dass wir unsere Biere so verteilen, dass wir am Abend noch fahren können, im besten Fall. Oh, das ist ein Sci-Fi-Röpser. Ja. Willkommen in der Zukunft. Und nachdem die erst am Simme kommen und jetzt ist es gerade einmal 4, oder? Nicht einmal. Doch, halbe 4 ist, Ja. das heißt, das komplett wieder weg und dann hätte es jetzt gar keinen Sinn gemacht, was anderes zum Trinken. Der Kitty hat mir extra schon einen Kaffee hergerichtet, aber der wird jetzt natürlich Ja. da einfach Sehr stehen. stiefmütterlich So wird er behandelt. Ja. Wie war denn Saalbach insgesamt? Ja, war geil. Also wir waren erst das zweite Mal da. Beim letzten Mal war es für mich ein absolutes Highlight. Also so, Ja. ich glaube fast, das sind meine Top 3 Lieblingsauftritte sein. Ja. Also nicht das unbedingt, nicht nur von der Stimmung, aber von der Location her. Da waren wir oben am Berg in der Louisalm. Ja. Und ja, haben wir eigentlich gedacht, dass wir so aufgebaut haben wir gedacht, super, da spielen wir jetzt vor 5 Leuten, Ja. weil kein Schwein da war. Wir reden von vor 2 Jahren, gell? Ja, genau, ja. Also in der Vergangenheit, genau. Und das war in der vom Mittag, oder? Mittag rum war das. Um Nachmittag. 1 haben wir gespielt. Da. Ja. Und der Soundcheck war vorbei und dann ist es auf einmal richtig voll geworden da oben. Ja. Und das war richtig krass. Also, Also das war einfach voll. ja, Also da so waren 500, 600 Leute mindestens. glaube auch, dann, ja. Und davon waren alle eigentlich relativ motiviert. Na klar sind ein paar hinten an der Bar gestanden, einfach nur zum Saufen und sich Ja. zum Berieseln lassen. Aber es ist halt auch schwierig, wenn das brutal loskommt. Dann Ja. und ein Unterhaltungstrain im Gepäck hat. Ja. Genau, da haben wir heuer nicht gespielt, weil wir jetzt nur noch unten gespielt haben, weil wir in der Hierarchie aufgestiegen sind. Ja, jetzt haben andere Leute den Platz eingenommen, Ja. aber man merkt, es rückt gerade keiner mehr nach. Nein. Es rückt keiner mehr nach, der diesen Platz wirklich ausfüllen kann. Deswegen laufen sie jetzt offensichtlich in Regensburg in irgendwelche Pennerviertel rum und schauen, wer da gerade für eine müde Mark Ding spielt, Knocking on Heaven's Door Ja. auf der Straße und schauen dann, wie schaut es aus, wollt ihr in Saalbach spielen und Ja, natürlich, ja. ja, egal wo. Ja, Die werden ein Verlustgeschäft machen, weil wenn ich das richtig verstehe, haben die ja kein Geld für einen Auftritt gekriegt. Und wenn jetzt die Anfahrt noch zahlen müssen, ja, ist ja blöd. das ist sehr blöd, ja. Naja. Aber insgesamt war es dieses Jahr dann, haben wir nur am Abend gespielt, um 1 in der Früh, was eigentlich auch schon eine gefährliche Uhrzeit ist, muss man sagen. Oder was, halb 2? Nein, 1, gell. Stich 1. Stich 1, weil man muss sagen, die Leute sind da einen ganzen Tag, und die waren am Vortag, waren viel schon da, steigen auf, werden es ähnlich machen wie wir, schätze ich, weil es ein Festival im Ja, Skigebiet. klar. Du kriegst da überall was zum Saufen, die ganze Stadt ist aufgebaut, dass du überall was saufen kannst, perfekt. Und dementsprechend können die Leute schon sehr, sehr, sehr besoffen sein. Waren sie auch. Also, das wären sie Wohl wahr. Ja, aber waren alle noch stabil am Start auf jeden Fall. Also eigentlich keiner, der so richtig rumgehängt ist, glaube ich. Auf dem Weg zum Auftritt, Ja, da schon, ja. war es so geil. Also es gibt, wenn du denkst, dass Leute mit 8 Promille, die nicht mehr geradeaus gehen können, schon dumm ausschauen. Jeder hat es erlebt. Ja, Der hat noch nie jemanden mit diesem Pegel über den Skischuh gesehen. ja. Das ist Bergauf. Bergauf. Ja. Vor allem, das Geile ist, du kannst in dem Moment noch gar nicht, checkst du noch gar nicht, okay, schaut jetzt einfach nur behindert aus, weil er Skifahrer ist und deswegen so dumm geht, Ja, oder ist er besoffen? Und dieser Mensch war beides. Er war besoffen und ein Skifahrer und es hat richtig dumm ausgeschaut. auf jeden Fall, ja. Das hab ich wirklich lachen müssen, als ich das gesehen Ja, habe. ja. Das hat mich überrascht. Kennst du das Gefühl, wenn du nicht einschätzt, oder pass auf, der war so besoffen, dass man wahrscheinlich guten Gewissens jetzt einfach offen vor ihm reden hätte können und sagen, schau doch mal, wie besoffen er ist. Aber ich finde, mir ist trotzdem immer nur so diese Hemmschwelle, dass ich trotzdem nicht will, dass es her, dass ich sage, schau hier. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir da geht. ich sehe mir ja da immer zum Teil selber. Ja, genau. Da Das muss ist man halt ehrlich sein. Also, ist ja schon oft einmal so gewesen, dass so jemand, wenn er neu in unserer Gruppe war und sich komplett weggeschossen hat, dass er dann am nächsten Tag sagt, oh, tut mir leid, dass ich so schnell raus war. Und dann sage ich jetzt mal, hey, einmal war jeder du. Ja, schon, ja. Und wer da wieder du sei. Ja, und deswegen machen wir den ganzen Scheiß ja. Also, Ja. Wir saufen ja nicht aus Gaudi. nein, ich mache das beruflich und weil ich ein Problem habe. Genau, das sind die 2 Und Punkte. weil ich mit irgendwas versuche, das Riesenloch in mir zu füllen. Ja, aber es läuft einfach durch. Ja, schon. Das ist das Problem. Deswegen gehe ich so oft pissen. Ja, Ja, vielleicht haben wir beide Zucker. boah, das war nervig. Ja. Zucker oder Prostata? Ja,
So ein Prügel, stell dir mal vor, das beides. Letztens, kennt man war schon Überleitung, wir haben ja, warte, zu Salba. Warte, jetzt erst das, wir waren ja Support bei Dream, Ja. was ganz geil war. Da war ich auf dem Scheißhaus und da hat einer richtig Probleme beim Pissen gehabt. Echt, Der ist okay. daneben gestanden, das war wirklich. Okay. Und dann hast du es wieder. Und das muss die Hölle sein. Ja, hat der Blasenentzündung gehabt? Ich weiß nicht, ich habe nicht gefragt. Ja. Aber es kann ja alles Mögliche sein. Also Ja. Ich glaube, wenn ich dann so eine Probleme hätte, dann würde ich einfach aufs Scheißhaus gehen. Also aufs Scheißhaus. ja, Ja. habe mich jetzt auch gewundert, aber ich Vielleicht glaube, er wollte gefragt ja, werden ja. wahrscheinlich. Aber war für mich gerade nicht so der Moment. Zu Saalbach, wir waren am 6.12. in Saalbach. Was ist am 6.12.? Nikolaus. Ganz genau. Hat uns der Nikolaus besucht, Der Kedrev? Nikolaus hat uns besucht wie jedes Jahr. Wir haben eine kleine Tradition in unseren 4 Wände hier im Büro, und zwar, dass der Tom, unser ehemaliger Azubi und meistens in Zusammenarbeit mit der Sabrina, aus Nikolaus kommt und aus Engel, oder glaube ich. Zusammenarbeit mit der Sabrina. Das geht komplett von der Sabrina aus. Aber ja. Also Sabrina ist der Kopf dahinter und Ja. der Tom ist der ausführende Nikolaus. Richtig. So, Ja. ja. Klammern. Wir wissen nicht genau, was unter dem Ding steht, aber wir haben eine Vermutung. Genau, und auf jeden Fall haben wir dann heuer gedacht, ja okay, das fällt halt ins Wasser, weil wir ja nicht da sind. Haben sogar beim Essen noch drüber geredet. Und dann waren wir beim Soundcheck, nichts ahnend, gehen wir raus und dann steht da der Nikolaus da und Der heilige Nikolaus. der heilige Nikolaus. Es ist einfach alles, also das ist ja so beschissen, wenn du das timen musst. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Tom war. Der hat dann 2,5 Stunden, ist der mit einem Spezi hierher gefahren, nach Saalbach, nur um uns zu überraschen. Und dann ist drin beim Soundcheck nicht alles komplett glatt gelaufen, weil irgendjemand unser Laptop abgeschmissen hat zum Beispiel. Ja. Es hat sich immer wieder verzögert. Und wir wollten ja eigentlich auch noch zu den Donuts gehen Ja. und uns den noch anschauen, aber es hat nicht sollen sein. Dann waren wir um 10:30. Um 10:30 sind wir endlich alle 3 draußen gewesen und wollten zu den Donuts. Und dann hält Sabrina noch, Hatschi! Und ich habe gedacht, was ist denn wieder los mit dir? Ich habe mich echt aufgeregt, weil ich habe gedacht, was willst du denn jetzt wieder für Aufmerksamkeit? Und dann habe ich gedacht, ja. Und dann schaut sie mir wieder mit ihren toten Augen an und sagt, es ist so scheiße, euch zu überraschen. Und dann habe ich es natürlich gewusst. Und dann ist der Tom hervorgekommen. Und das war für mich so ein ganz schwieriger Mix. Also ich hätte jetzt eigentlich noch gern die Band gesehen. Ja. Aber natürlich hätten wir auch gerne einen 20 Minuten Vortrag. Vor allem, wenn man weiß, dass derjenige 2,5 Stunden gefahren ist. Und ist 1,5 Tradition. Stunden draußen in Ja. der Kälte scheinbar gewartet hat. Ja. Aber haben sie wieder sehr viel Gedanken gemacht. Ja. Also wir haben wieder ein Gedicht gekriegt und sind auch wieder gemaßregelt worden. Und das freut mich ganz besonders, jeder von uns hat eine kleine Bockfotzen Ja. gekriegt. Wir haben am nächsten Tag, wir haben ja ewig mein Backel gesucht, gell, falls du dich da noch dran erinnerst. Das war im Auto. Ja, einfach da gelegen. Und keiner hat es gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den Backel gesucht Ja. haben. Doch, es haben mehrere Leute ins Auto geschaut, weil ich gesagt habe, ich bin mir sehr sicher, dass ich es irgendwo ins Auto gelegt habe. Direkt rechts. Ja. Aber ich habe auch schon dazu gesagt, dass ich oft es auch nicht finde. Ja. Aber da haben wir dann anscheinend alle ein bisschen. War das nach dem Auftritt? Ja. Weil wir haben ja die Jägerflaschen ausgetrunken. Da war noch so viel drin. Ja. Das ist einer meiner Zeugen, die in den Gerichtsstand rufen. Es war Zeugenstand. war sehr süß, als der Otto gekommen ist, weil da bin ich gerade unten gestanden. Er hat uns ja beim Essen gefragt, ob wir die Jägerflaschen brauchen. Und ich gesagt, ja, mei, das schon, ja, da hat man schon. Du, als trinken. erst hast du mal gesagt, Ja, dann haben wir aber ganz kurz gesprochen, Ja. haben sie unsere Blicke getroffen ja, und dann war es sehr ja. eindeutig. Auf jeden Fall hat er dann ja aufbauen geholfen und dann hat er so, ich war gerade mit dem Ozean beschäftigt und dann ist er so von oben gekommen, dann gibt es mir so runter und zwinkert mich so. Oh, der beste Mann. Ja, Hat da- uns das wirklich, mal nochmal Shoutout an unseren Booker, Ja. an Tobi. Ein normaler Booker, sage ich mal, kümmert sich darum, dass du Auftritte kriegst. Er redet mit den Veranstaltern, mit den Locations, aber dann ist eigentlich auch gut. Dann gibt es ein paar Booker, die das ein bisschen ernster nehmen, sage ich mal, und mit denen du dich gut verstehst, die fahren dann auch öfter mal mit und so, aber der Otte, das ist halt die TS Entertainment übrigens, Ja. Tobsucht Entertainment. Ja. Der Otte macht für den Preis eines Bookers, macht er uns eigentlich einen kompletten Manager. Ja. Das bedeutet, er schreit einmal jemanden an, wenn es sein muss, weil wenn seine 2 Prinzen
drei Prinzen nicht kriegen, was er für angemessen hält, Ja. dann ist es halt so, dass er einfach auch was sagen muss. Oder wenn sich mal wieder jemand beschwert, dass sich einer von unseren Bierdosen gegen den Schädel haut und das über die komplette Technik drüber spritzt, was sagt er dann? Ja, nur erst los Brudalos nicht brauchen. Ja, und recht hat er. Ja, ich glaube, es ist eine kleine Hassliebe, die er zu uns hat, weil ich glaube, wir Ja. machen ab und zu Kopfweh. Dann gibt es wieder kleine Eskapaden, weil wir halt doch näher an den, ab und zu ein bisschen an die 80er Jahre Rockstars dran sind. Sie hätten Also, uns den The Dirt-Film nicht zeigen ja. dürfen. Wobei wir ja sagen muss, wir sind ja immer nicht so alle Leute, also wir behandeln ja keinen schlecht oder so, sondern No. sind ja immer sehr, sehr höflich, aber wir saufen über die Leher und das zu jeder Gelegenheit, vor dem Auftritt, nach dem Auftritt. Und zwar meistens Während dem Auftritt. Während dem Auftritt, ja. Bei der Rückfahrt nach dem Auftritt. Ja, und dann wird wieder irgendein Konzert abgesagt, weil jemand eine Bierzelt-Party nicht cool findet und dann muss er da wieder schauen. Naja, aber gut. Das ist egal. Er hat uns ja er noch macht es ja nicht, gerne. Er hat uns ja noch nicht rausgeschmissen und er ist ja, glaube ich, ist gern Teil dieses Projekts. Sag ich jetzt, behaupte jetzt einfach mal. Ja, doch. Ja, das ist auch wieder angestanden worden am Montag für uns. Am Montag aber, okay. Support bei Dream. Ja, Muss jetzt auch nochmal ganz großes Shoutout trotzdem, also grundsätzlich ans Team und vor allem an die Köpfe des Ganzen, also sprich an Timo selber, also an Dream und an Lukas, Ja. sein Backup-Rapper oder ja alle, die auf der Support-Rapper. Bühne waren. Ja, Alle also auf der Bühne, ultra Tontechniker. unkomplizierte Leute. Die Techniker vor Ort sind wie jeder Techniker ist, das ist in Ja. Ordnung, die müssen genauso sein. Aber das sind ja Lohnkutscher. Sag ich mal. Ja. Die sind ja nicht, kennen glaube ich nicht so, außer der FOH, glaube ich, also der Dominik, glaube ich, gehört da keiner fix zum Team und die kommen einfach. Und die verhalten sich halt einfach wie eine Supermarktkassiererin. Die hocken da, machen ein Ding, machen Piep, Piep, Piep. Haben wir noch nicht privat, das regt mich. Ja. Haben mich so aufgeregt, dass ich meine, die bauen das ja jedes Mal auf in einer ganzen Station und die haben halt einfach Leuchtschilder mit Fuck off. Das ist wirklich das Pendant zu den ganzen, jetzt erstmal Kaffee, DIN A4 ausgedruckten Dingen. Ja. Aber alles cool gewesen, Ja. sehr feines Catering. Richtig gut, ja. War natürlich auch cool für 9000 Leute zum Spielen. Ja. Vor allem war es natürlich für die 9000 Leute cool, Ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. ja. Coole Show vom Dream. 99,9% der Leute waren top. Ja, Schöne Anfahrt. ja. Und sonst alles top. Genau. Merci für die Einladung und genau, jetzt gleich ist die Tour vorbei von ihm. Echt? Ich glaube, das jetzt halt am Ende ist, ja. Berlin hätte ich gedacht. Aber wurscht, ja. Thema der Woche sind wir noch gar nicht, Oh, gell? fuck, ja, Weihnachtsstimmung. 1 bis 10, wie sehr magst du Weihnachten? 8. Also für alle Weihnachten, also für alle Feiertage. Konkurrenzlos eigentlich. Weil das andere ist mir scheißegal. Also Ja. sonst gibt es eigentlich gar nichts, wo ich mir Ostern denke. ist so lächerlich. Also Bierzeit ist noch wieder Feiertag. Bei Geburtstag im Vergleich? Ja, 7. weiß nicht. Eigentlich ist mir mit Geburtstag relativ egal. Ist ja das super Anlass, um zum Ja, das. Saufen. Ja, Aber da irgendwie mache ich dann auch lieber unabhängig von meinem Geburtstag was. Also, ja, ich habe das noch nie, also ich habe noch nie gern sowas. Also ich finde viele so Sachen mag ich nicht, weil es halt irgendwie so, klar, man kann sich selber feiern, aber es ist irgendwie so ein bisschen gezwungen, dann oft so ein bisschen grundlos wie Silvester. Ja. Einfach so, ja. Aber die ganze Weihnachtszeit, das ist ja ein Prozess, da ist ja alles chillig, alles so schön beleuchtet. Bei uns, wenn wir Glück haben, hat es einen Schnee. So, es ist ein bisschen ruhiger, außer die 3 Wochen davor jetzt bei uns. Aber es ist schon entspannt und eigentlich, ja, ich schenke gleich gern was. ja, das ist mir tatsächlich, das ist für mich geiler an Weihnachten, Leute, was Cooles zum Schenken. Also, ich freue mich dann schon, also, wenn ich dann einen Tag davor wieder alle meine Geschenke habe, Ja. das ist dann schon ein ganz schönes Gefühl, Ja. muss ich sagen. Ich bin 11, also ich mag Weihnachten 11 von 10. Ja. Ich weiß nicht, warum ich Weihnachten so feiere. War wegen die ganzen Traditionen. Also immer mein Vater hat sich schon, seitdem wir Kinder waren, richtig Mühe gegeben. Hat dann in diesem Raum schon damals noch mit, keine Ahnung, Kassetten oder so Geräusche abspielen lassen, Ja. mit dir aufgeht und so weiter. Deswegen bin ich natürlich ultra an dem Thema drin. Ja. Ich Vorteilsmensch, ich back gern. Ja, Ich mag gern Platzl, ich esse Ja. gern Platzl. Ich mag Glühwein, ja, noch lieber Kinderpunsch mit Rum, haben wir aber schon besprochen. ja, Ich mag Schnee, ich mag ja. jede Saison an sich. Ich mag Schnee, ich mag Frühling, ich mag Sommer, ich mag
Herbst, naja. Ja. Ich finde, es ist geil, wenn du im Sommer draußen bist beim Grillen oder so und du hast so ein schönes warmes Wetter, hockst einfach entspannt draußen und grillst. Aber ich habe es mir auch wieder in Saalbach gedacht, wenn du rausgehst und du siehst das und das auch ist schön dekoriert, du siehst die Berg, dann dieses schöne Dorf, wie es halt so leicht im Schnee liegt und ja, ist schon auch, glaube ich, ein Heimatgefühl. Ja, ist einfach immer. auf einer Ebene für mich. Also genau das Gefühl, das du beschrieben hast beim Grillen und wenn du aus einer Hütte rauskommst mit einem Segel. Also ohne einen Segel, aber die kommt nicht. Also, Nein. Ich bin ja kein kompletter Volldepp. nein, sonst gehe ich nicht in die Hütten rein. Wie sehr bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, es hält sich gerade in den Grenzen, aber die letzten 2-3 Wochen, oder beziehungsweise eigentlich seit 2 Wochen vor dem Tourstart viel zum Tor. Deswegen hangelt ich mich gerade so mehr von Tag zu Tag. Jetzt haben wir noch Video-Release heute. Also Heute? Heute, ja. Geil, ist heute der 12. Ach so, 0 Uhr. Nein, um 20 Uhr kommt das Musikvideo raus. Und am 12. Ist heute nicht der 11.? Ja, heute am 12. kommt der Song raus, also von Donnerstag auf, also wie immer. Ja. Ja. Von dem her, dann haben wir ja noch das Backstage-Konzert und ich glaube danach, wenn ich dann in Wien war, habe ich dann noch mit bestialische über ein Jahr dann gesoffen. Da müssen wir auf den Christkindlmarkt schauen, es gibt safe sowas. Also Da gibt es einen ultra geilen Okay, Christall. ja. Das ist einer der, da gibt es irgendwas besonders Geiles zur Zeit. am Naschmarkt oder im Prater. Irgend sowas, oder ja, wo. ich glaube am Naschmarkt. Ich muss sagen, bin ein riesen Wien-Fan. Ich mag Ich Stadt sehr lass mich gern. von dir da anstecken. Ja. Also ehrlich gesagt gibt es noch nichts, wo ich mir gedacht habe, was ich jetzt in Wien Ja, ich erlebt weiß habe. auch nicht warum, ja. Also, wenn ich weiß jetzt mit schon, warum. Hamburg vergleiche, also es ist eigentlich auch, als wir damals unterwegs waren, allein wie lange du nach irgendeinem Ding suchst, Ja, wo nach dem du was zum Essen Restaurant, das war kriegst. sau nervig, ja. Also das ist ja unglaublich, das Ja. kann in Mingern nicht passieren. Also, Nein, und ja. auch in Hamburg nicht. Auch. Also, aber gut, es ist auch ein Unterschied, wenn du mit 14 Leuten unterwegs bist. Oder? Ja, also ich glaube, in Mingen in der Innenstadt kann es da schon passieren, wenn du an einem gut besuchten Wochenende da bist. Ja, Aber wir sind ja da Stunden rumgewandert. So ist also. ja ich weiß es auch nicht. Aber hingegen der Meinung von vielen mag ich ja die Wiener Art. Also ich Ja. glaube, wenn ich da wohne, dass es mir irgendwann nerven, wenn es die ganze Zeit so negativ ist. Ich Aber war so, einer von denen. ja, wahrscheinlich, ja. Aber so jetzt einmal zum Erleben, weil mir der Typ in der Bar schon genervt hat, als er mir Bier geben wollte. Und Ja, gut, das war kein Wiener, das war ein Trottel. Also, das glaube ich. ja, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, wurscht. Wir haben alles schon erzählt. Was war die Frage? Weiß ich nicht. Eigentlich, ehrlich gesagt, war die letzte Frage, wie sehr wir schon Weihnachtsstimmung. Also ja, stimmt, ja. Und du? Auch noch nicht so sehr komisch, aber es ist, weil eben so viel zum Tor ist gerade. Ja. Also, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und jetzt ist der Schnee auch wieder weg. Das finde ich schon auch ziemlich wack. Ja. Vor allem, mir regt es mir auf, wenn dann an Weihnachten liegt dann kein Schnee. Also, ich fand, an Silvester und Weihnachten soll ja Schnee liegen. Ja. Und danach muss ich sagen, ist ja schon wieder. Ja. Ja, ja, so, wenn im Januar so nur der Schnee bleibt, finde ich es geil und dann so ab Februar. Irgendwann muss auch gut sein. Ja. Die Übergangsphasen sind Ja. immer so lang. Ja, das ist aber überall so, finde ich. Obwohl der Herbstübergang ist eigentlich schon schön, wenn's da die. Aber egal, das ist langweilig. Was hilft, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Glühwein? Ja, ich glaube, man muss sich mental darauf einlassen. Ich glaube einfach entspannen, ja. Ja, Also einfach, ja, am Christkindlmarkt gehen, Weihnachtslieder hören, ja, paar schöne Hörbücher. Zack, bin ich schon Weihnachtsplatz lesen. Ja. Du musst da, glaubst du, es gibt Leute, weil bei mir ist es echt schlimm, ich habe ja immer wieder meine guten Phasen, gewichtstechnisch und meine schlechten. ja. Zur Weihnachtszeit ist es jedes Jahr das Gleiche. Ich nehme zur Weihnachtszeit, egal wie diszipliniert ich davor war, ich friss mir das Zeug da so geisteskrank. Nein, ich weiß nicht warum. Naja, bei mir geht es tatsächlich. Mir also, ganz schlimm. Ich kriege halt auch so viel ich glaub, das ist Süßigkeiten einfach dort kein geschenkt. Unterschied. Ich habe jetzt. Ja, da habe ich meine Leute schon gut erzogen. Aber ich friss halt dann, wenn es da Ja. ist. Nein, ich krieg's halt nicht mehr. Also ich, Ja. ich mag schon gern Schokolade. Also mir gelangt dann auch so ein kleiner Weihnachtsnikolaus, so als Super. Ich Aufmerksamkeit. habe 20. Ja, Kein Scherz. na, Und dann nur das Bueno-Zeug und Rocher und Ding. Und das ist. aber jetzt ja, so in meinem Umfeld wird ja auch viel genascht und Schokolade gegessen und da war es einmal Ostern war es so ganz schlimm, da hat man dann auch irgendwie so ein Riesenei und Ja. keine Ahnung, 15 so Nikoläuse, da haben wir dann glaube ich auch einen Großteil davon eingeschmolzen und für den Kuchen hergenommen. Irgendwann, Oh, leck mich am Arsch. irgendwann kannst du die Weihnachtsmänner sind ja nicht aus der besten Schokolade, muss man ja sagen, oft. Also, Je nachdem, was für du ja, nimmst, und wie lange das schon auf sind und wie lange das schon rumliegen. Ja. Ja, das ist immer das. Also ich versuche dann auch, ich weiß nicht, wer das mal behauptet hat, dass Schokolade nicht schlecht wird, aber das ist ein richtiger Lügner, die wird voll. so schnell schlecht. Ja. Und auch wenn's, also und dann kannst du es irgendwann nicht einmal mehr einschmelzen. Ja. Also, ja. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Weil ich habe das Jahr riesen
Also ich weiß nicht, gar nichts. Also eigentlich, also wünscht man, es gibt viele Sachen, die ich gerne hätte, aber irgendwie ist es immer so schwierig, weil ganz viele Sachen, Ja, das, was ich will, kaufe ich mir was selber. genau, und Wenn das es möchte ich dringend halt will. jetzt haben und nicht am 24. Das Schon. muss halt schon, muss halt was sein, was ich mir selber nicht kaufen, also wie das iPad. Na, Ein Auto, ich habe ein Auto. nur ein Nur Auto. ein Auto. Ja. Nein, mache eigentlich lieber Ausflüge. Aber da Ja. ist es immer schwierig oder gefährlich. Ist dann wieder, glaube ich, schon 2, 3 Gutscheine verschenkt vor Reisen, die wo noch nicht eingelöst worden sind. Obwohl es sogar schon bucht waren teilweise, aber dann haben wir es Echt? verschieben müssen. Ja. Auftrittstechnisch. Ja. Ähm, Lieblingsplätzchen. Das brutales Favorites. Weiß ich mal nicht, was heißen. Also ich nenne es einfach mal so, wie Ja. es. Also meine absoluten Lieblingsplätzchen sind die ich selber mache. Das sind Nougat-Taler, das ist ein Nusstorg, in der Mitte ist Nougat, klebe ich zusammen und schiebe dann nochmal halber den Schokolade rein. Ja, die Hat, mag ich glaub ja. Ja. Jedes Ding hat da, glaube ich, 600 Kalorien. Ja. Könnte mir einlegen. Ja. Vanillekipferl mag ich, aber die sind zu 90% schlecht gemacht. Zu 95%. Kennst du die, weiß nicht, ob das offizielle Platzl sind, aber die werden aus einem Baumkuchen gemacht und sind dann so kleine Dreiecke. Die sind echt gut. Finde ich Ja. klingen großartig. Ja. Dann Husan-Grapferl, also die. Ja, da bin ich wieder beim Mag Kuchen. keine Ich mag Marmelade. keine Marmelade im Platzl. Ne? Ah, hast gesagt, ja. Ja. Ja, ich mag Marmelade auf dem Toast, auf dem Brot, okay. Aber ich mag es nicht, wenn es warm wird. Aber das ist ja dann. Also, wenn es einmal warm Ja. war. Ja, dann finde ich, dass Glaubst ich du, das. schmeckst du nicht? Okay, krass. Ja, Also ich mag halt glaub dir einfach, das. vielleicht ist es einfach das Ding, ich mag keine Platzl mit Marmelade. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn sie es da liegen und es ist kein anders, da werde ich schon ans Essen. Aber nicht 15 für meine anderen. Ja, Ja. jetzt hätte ich Lust auf Platz. Ja, Lebkuchen mag ich auch ganz gern. Also, es ist ein Riesenunterschied zu den selber gemachten. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen selber gemachten Lebkuchen Ja, ja, gegessen klar, hast. die sind krass. Das ist echt richtig gut. Nussecken? Ja, mag ich auch. Aber habe ich halt auch oft Pech, weil es halt im Hals juckt. Ganz Aber oft. Achso, Ja. achso, bist du gegen was? ja, keine Ahnung. Aber es ist echt strange. Also bei Nussschnecken ab und zu funktioniert es, ab und zu juckt es. Ist trotzdem. Ja, klar. Immer. Kannst du nicht alle Ja. Nussen einmal durchtesten. Nein. Ja, ich glaube, es sind Haselnüsse, die was sind. Oh, aber ich glaube, es kommt. Nutella gar kein Problem. Nein, ich weiß auch nicht, ob es dran liegt. Also, wenn ich jetzt so eine Haselnuss frisch vom Baum frisst, dann ist es am schlimmsten. Also, denke ich, dass. Das ist vom Baum. Wo ist denn Haselnussbaum? Also, daheim hat man einen Haselnussbaum. Ich habe jetzt in meinem Garten ist auch ein Haselnussbaum tatsächlich. Und isst du dann trotzdem zum Testen hin und wieder Also, den Haselnuss? habe ich jetzt wenig erwuschen, weil die Orchkatzel die vorher weggefressen haben. Aber als Kind haben wir den schon immer, haben wir schon immer gegessen. Das ist eine gute Nuss. Ja. Kein Cashew, aber. Na, keine Macadamia haben. Nein. 5 Fragen. Ja. Ihr habt 50 Euro und 15 Minuten Zeit, in einem Einkaufszentrum ein Geschenk für den jeweils anderen zu besorgen. Nein. Was ist es? Wie viel habe ich? 50 Euro. 50 Euro, das ist halt schwierig, ja. Naja, gut, also was relativ schnell und uneinfallsreicher war ein Whisky bei dir wahrscheinlich. Oh ja, so in dem stimmt. Preisbereich. 2 Kästen Bier, aber das ist halt nichts Besonderes, außerdem haben wir nur Bier. Also ich hätte jetzt an irgendwas, aber es kriegst halt. Ich würde schauen, im besten Fall gab es irgend so einen Laden, wo es, also ein Musikladen oder Ja. ein sehr dummes Instrument kaufen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, irgendein Instrument. Ja, oder Playstation oder Computerspiel vielleicht. Ich glaube, für 50 Euro da du da vielleicht sonst auch, weil du es halt einfach verwendest, Schuhe an deiner Größe kaufen, weil da weiß ich, was du tragst. Vielleicht, wenn es reduziert sind. Ja. Also, Und- Deichmann hat auch ab und zu Schiene. Da. Ja, hin und wieder. Aber ansonsten sage ich mal, für 50 Euro gibt es da sehr wenig, Ja. außer halt einen Gutschein. Ja. Oder ich laufe aus dem Einkaufszentrum zum Hauptbahnhof und hole ein kleines Gramm. Oh, das war halt der Wahnsinn. Ja, ja gut, 15 Halberts. Minuten ist das schon schaffen. Das war wichtig, nicht dazu zu halberts, gell? Nicht, dass die Leute denken, du kannst einen Grammpreis nehmen. Ja. Worin hättet ihr ohne Vorbereitung jetzt eine Chance, einen Profi zu besiegen? Ohne Vorbereitung. Ein Profi. Sitzen. Ja, du bist gut im Sitzen. Ja, nicht mehr so gut. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an die Billigfliegerstühle lag, aber letztes Mal auf Malle geflogen, 2 Stunden, ich habe gedacht, ich drehe durch. Ja, das war so hart. Und nach London auch. Scheiß Ryanair. Also die 2 Dinge, die ich am besten einfach so grundlos kann, ist Bier saufen Ja,
und Limbo. Aber Profi ist halt schwierig. Ja, Also jeder, der professionell Limbo macht, ja. weiß ich Ja, nicht. der fickt deinen Arsch da. Der fickt mir richtig in den Arsch, ja. Schnell kommen. Vielleicht ist Oh ja. jemand im Bett enttäuschen. Schnell können wir. Ja. Das sind die Dinge, die. ADHS haben das vielleicht. Das muss du erst mal schaffen. So. Ist das in was sind wir Profis? Also wir sind professionelle Musiker, wir werden dafür Zeit. Aber ich schätze, andere machen das auch besser wie wir. Ja. Im Reimen, im Gedichte Ja, schreiben, Ding, da glaube ich, kann ich schon mit viel mithalten. ja. Habt ihr schon, oh mein Gott, habt ihr schon mal etwas geklaut? Mei. Nein. Ey, war nicht so, nicht so ein Cloud habe wie Nein. die anderen Männer Umgebung, weil es mir nicht den Kick gegeben hat, weil meine Familie hätte den lang kaufen können. Ja. War egal gewesen. Ich habe dann immer auch so einen Nougat-Barren geklaut. Einfach nur, ja, weil ich den gerne eine Menge habe und ich wollte nicht der Einzige sein, der nichts geklaut hat, weil er wäre Trottel da gestanden. Und der Kid Rap ist einmal zweimal beim Clown erwischt worden. Also zweimal von 4 Mal, wo ich im Polizeiauto gehockt bin, hinten. 4-mal. Ja. War 2-mal wegen dem Clown. Ja. Aber bevor ich 14 war, deswegen steht das nicht in meiner Akte. Das Gute war, als der Kid Rap beim ersten oder was war das in Deutsch? Das war das erste Mal. Das erste Mal. Da haben wir eigentlich was ausgemacht gehabt und dann hat er dann, der war dann mit seiner Mama in diesem Laden. Ja. Und hat, und das sagt mal, was für ein großartiger Freund der Kid Rap ist, er hat alles doppelt geklaut, damit ich auch was vor allem Dinge wie ein Taschenrechner. Ich brauche keinen. Kopfhörer. Ja, alles. Also da war's, da war bist du halt zu nah an die Sonne geflogen. Ja, Also da warst du, ich meine, es gibt eine Aufnahme aus diesem Laden von Kid Rap, wie er in so einer Cola-Paletten. Nein, ich habe eine Cola genommen und habe mir so ein Scheißpapier geguckt, was war. Und hast dich da drunter auch was Ja, zu mir ja, gesagt. das schon, ja. Also ich habe die Cola genommen, habe mir ins Klopapier reingeguckt und habe dann die Cola getrunken. Und da sind sie anscheinend auf mich aufmerksam geworden, ja. Aber warum hast du das gemacht? Ja, weil es Wolltest du langweilig erwischt war. werden? Nein, mir war einfach Aber wieso langweilig. hast du die Cola da drunter? Ab und zu denke ich nicht so viel nach. Und, aber ich hatte einfach, meine Mom hat halt ewig gebraucht beim Einkaufen, mir war scheiße langweilig, ich habe schon alles gehabt, was ich braucht Du habe. wolltest jetzt zu mir, wir wollten eine Playstation spielen. Ich weiß nicht, ob es sogar so war, dass meine Mom gesagt hat, ich krieg die Cola jetzt nicht oder so. Und dann haben wir gedacht, gut, dann regelt die das halt gleich mal selber. Ja, das Unangenehme für meine Mom war da, dass das Ladendetektiv überraschenderweise ein richtiges Opfer hat, weil sonst machst du seinen Job ja nicht war, den meine Mom kennt hat, auch noch aus der Na. Schule. Ja. Und War das gut oder schlecht? es war schlecht auf jeden Fall, weil meine Mom anscheinend nicht ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt hat, weil sie auch eher an Mobber laut war. eigenen Aussagen eine von den cooleren war. Aber gut, das kann ich ja da gern glauben. Ich meine, der Typ ist jetzt Kaufhausdetektiv. Und der hat sich dann voll gefreut, dass er meiner Mama ans einwürgen kann. Und hat erst noch gesagt, er sagt die Bullen nicht. Aber er hat es dann doch die Bullen gesagt. Ja. Sind die dann gekommen oder im Nachhinein ist dann was gekommen? Erst danach erst was gekommen. Stimmt, da bin ich gar nicht abgeführt worden. Da habe ich nicht aufs Polizeiauto mit. Das Wichtigste ist, der Kid Rap hat trotzdem noch aus irgendeinem Grund zu mir kommen dürfen. Ja, weil meine Mom so Ich glaub, die sauer wollt- war. Ja, die wollte einfach, dass ich weg bin. Ja, die wollte Weil sich jetzt sonst- gerne reindeckeln. Ja. Naja, sorry, Mom. Ja, das ist auch leid. Aber was du gespart hast. Ja, schon. Ja. Haltet ihr eure Versprechen an den Nikolaus? Na. Nein, Willst du was dazu sagen? ich weiß gar nicht, was ich dem Bastard versprochen Gar habe. nichts. Da komm ich mal. Also, da kann man Keine Angst, blauen. schon lang fast keine Angst mehr vor. Nein, mindestens 2 Jahre. Wenn du einen eigenen Standel am Christkindlmarkt hättest, Ja, wie wird das Christkindlstandel, wie wird das Standel ausschauen? viele Filzfiguren. Ja. Kerzen. nix anderes, Kann man bei nein. dir selber Kerzen machen? Nur Filzfiguren, Okay. die ich mache, aber. Aber so Show-Cooking-mäßig vor die anderen Leute? Ja, ich mache die ganze Zeit und immer wenn jemand was kaufen will, stehe ich total genervt auf. Dann lege ich es so hin, so plakativ. Ja. Dann sage ich, was? Das ist Ja. doch das, was du haben wolltest. Das schaut aus wie du. Scheiße. Weil du kaufst das 60 €. Ja. Das Christkindlmarkt, Alter. Weißt du, was der Stand kostet? Ja, die Raubritter, Ja. vor allem in Dates. Und dann stell es mir so vor, dass du eine sehr lange politische Diskussion anfängst. Ja, Ja, mein Standel war, ich tat mich direkt neben dem Standel, das ich so hasse,
aufstehen, die... Glühwein verkohlen lassen. Nein, nicht das, sondern hat auch wieder so ein Hurensong geschrieben, habe ich gelesen bei TikTok, ja. Also, Alkohol verdampft erst bei 67 Grad oder vielleicht auch 76 und ich weiß nicht, was für eine Zahl ist. Ich denke nicht, dass es so sehr erhitzt wird. Na, bestimmt nicht. Blubbert. Bestimmt, ja, hier überall. Blubbert macht nebenbei noch seine Würste drin. Ja, außerdem bin ich ein scheiß Alkoholiker. Ich merke, ob irgendwo Stoff drin ist oder nicht. Also halt die aus dem Maul. Ja. Ja, ich darf mich neben dem Erdbeerstand und dann da die 2 Euro billiger Wein. Und Erdbeeren ohne Trauben. Ohne die Trauben. Ohne die Trauben. Und ist mir egal, ob ich Verluste mitmache. Ja. Ich möchte nur, dass die gar nichts mehr verkaufen, die Arschlöcher. Ja, deswegen da den Linkresser gerne einen Dönerladen aufmachen einfach. Ja. Und da Rache zu. Das machen wir auch noch. Und einen Autohandel. Also Ja, allen einen Fleck. Gebrauchtwagenhandel, keinen normalen. Fan der Woche. Nehmen wir einen Martin, der wo in Saalbach war, der aus Dates ist, mit dem ich anscheinend an Leon Heidi 20 Minuten geredet habe. Und bei dem ich beim letzten Mal selber scheinbar im Zimmer war. Nein, das war wieder anders, glaube ich. Echt? Ja, aber der war dabei, gehört dazu. Okay. Ja. Auf jeden Fall einer aus Dates. Oder Tegernsee, keine Ahnung. Ja, irgendwas. Kleidungstechnisch hat es eher so ausgeschaut, als wäre er aus Ich habe Dates. noch eine wichtige Frage für dich. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, weil ich schreibe mir jetzt meine Gedanken ab und zu auf zum Podcast, Echt? dass ich es nicht vergiss. Geil. Es geht um Leben und Tod. Alle Katzen auf der Welt werden sterben, wenn du dich nicht entscheidest. Du musst hyperventilationstechnisch aus einer Tüte einen Schorß von deiner Mom oder deinem Dad inhalieren. Lieber von meinem Dad. Lieber von deinem Dad, okay? Irgendwie nehmen alle die Dads. Ja. Warum? Achso, das war's. Naja, von Ach, wem? das war, ich habe gedacht, das geht noch weiter. Na? Von meinem Dad. Also, ich habe mal gelesen, dass Frauen viel schlimmer stänkern. Und ich habe schon so viel Fürze von Typen Ja. inhaliert, Ja. dass ich glaube, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es bei Frauen einfach widerlich. Ja. Ich weiß nicht. Das ist einfach, die Frau soll für mich so dieses unantastbare, außer die, weißt du schon, Ja. also so dieses unantastbare Einhornwesen sein, das nichts in der Richtung macht und der Mann ist halt der widerliche Typ, der lustig Einfach mal fahren lässt. und Ja. einfach mal fahren lässt. Genieße das nicht. Natürlich genieße ich das nicht, weil jedes Mal, wenn ich irgendeinen scheiß Furz im Mund habe, rieche ich ganz genau, denke ich mir, jetzt sind die ganzen scheiße Partikel in meiner Nase. Erst nicht. Ja, ja, natürlich darfst du nicht so das weit denken. kaputt. Ja, Mann. Den Zauber, das zerstört den Zauber, ja. Deswegen bin ich gar nicht so ein Schwarz-Fan. Okay. Ja. Aber jeder, definitiv von meinem Dad, ja. Ja, ich darf den von meinem Dad nehmen. Scheiße. Ja, klar. Er hat es wieder nicht geschafft. Secret-Tipp, das Restaurant, wo wir eigentlich hin wollten, nach Saalbach, weißt du noch, was heißt? Nein. Kannst jetzt nicht auf die Schnelle, das ist mir scheißegal. Was steht die Woche an? Spielt keine Rolle, weil es am Sonntag erst rauskommt. Ja, aber Aber Backstage, Musikvideo, Release und dann ist Weihnachten bald. Dann Name spielen wir erst einmal noch. Mit den Glubers sind wir noch mit am Stissel. Eigentlich sind wir das schon verraten. Nein, das ist Ein scheißegal. paar wissen sehr ausverkauft, können nicht kommen. Stimmt. Ja, eben deswegen sind. Nein. Ja. Super, das war's. Jetzt haben wir 51 Minuten reingerödelt. Nicht schlecht. Dann eigentlich noch ein wunderschöner. Wann kommt das raus? Sonntag, 18 Uhr. Schöner Abend an diesem Sonntag. Ja. Wenn wir es diesmal am Sonntag hochladen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, kommentiert unser Video, das Musikvideo, dieses Video. Schickt es eure Freund und fickt euch. Und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify werden. Scheiße. Nochmal 5-Sterne Spotify-Bewertung da. Ich check das gar nicht. Wir haben 5,0 bei Spotify. Ja, weil sie Qualität durchsetzt. Ich habe gerade keinen Satz formen können. Ja. Das macht der Zauber aus das Unperfekte. Dann hat die letzten Worte, wenn man der wunderbare Harry.